Wat is de Bibel? Is de Bibel krijgt zelfs onderbiedt, ja oder nee? En wanneer niet, wat is anders? Als christen houden we de Bibel als dat boek, op wat we bouwen. Dit is van waar we onze leer herkrijgen. En dat is dan wichtig dat we weten waarom we dit boek zo hoog schätzen. En hier zijn etliche Punkte, wo wir uns op de Bibel sicher zijn kennen. Dat het werkelijk een bijzonder boek is. Eend, wat Gott zelfs geschreven heeft. Eerste Punkt. Gott is zelfs de schrijver. Meinen wir mit dit, dat Gott heeft dat met zijn ene hand een briefstift abgeschreven? Nee, wir doen het niet. De Bibel leert dat Gott drijft de mensen te schrijven wat hij hebben wil durch den Heiligen Geist. Petrus schreef van dit in 2. Petrus, kapitel 1, vers 21. Weil Prophetie is niet woord dat een mens zich zelfs uitdenkt. Dat wir de Heilige Geist en deze mensen die aangeven wat zij van God reden zullen. Paulus maakt ook denzelfde punt als hij te Timotheus schrijft. Alle Schriften von Gott gegeven is wertvoll, ons te belehren, ons uit te beteren, ons terecht te wijzen en ons te onderrichten, wel recht te leven. Nu 2 Timotheus, kapitel 3, vers 16. Prophezeiung is ook een guter bewijs dat dit boek Gott zijn woord is. Wenn Gott wirklich Gott wäre, da würde er auch selber die Zukunft all im Verrückt sein können. Du wären über 300 Prophezeiungen, was Jesus vom Alten Testament erfüllen deed mit seinem ersten Kommen. Das ist eine allmähliche Sache für Menschen zu tun. Das ist Wahrheit und ohne Fehler. Und das ist der zweite Punkt. Und das ist gemeint, dass die Bibel in ihrer Ursprung en de spreek en wat hij dat eerste geschreven is ohne Fehler. Nou, dit meint niet dat dat wat het is, wat in de Bibel geschreven staat, aber dat wat de Bibel zegt, is wat het. So wie als de schrijver dat meint met dat wat hij schrijft. Wanneer we die Bibel lezen, moeten we im Denk houden wer de schrijver weer, te wem de schrijven deed en wat de oorzaak daarvoor weer. Wir müssen uns auch fragen, was der Schreiber schreibt. Ist dort eine Beschreibung von was passiert? Oder ist dort ein Wort, was Gott gesagt hat? Ist dort Prophezeiung? Oder ist dort eine Bildersprech? Zum Beispiel, David braucht Bildersprech, wenn er schreibt in Psalm 63, 8 und 9. Willst du mein Helper bist, sing ich im Schatten unter deine Pflichten. Meine Säule hängt an deine rechte Hand, hält mich abrecht. David meint nicht mit diesem Wort, dass Gott Pflichten hat, oder dass Gott mit einer körperlichen Hand am Abrecht holen deed. Er deed hier nicht lehen, aber er braucht hier eine Bildersprech. Die Bibel ist ohne Fehler. Und was er zu sagen hat, en ook wo die dat sehen. Gott braucht Wort, was die Menschen zu der Zeit verstehen können und redet gewöhnlich von Dingen, so als die zu bekannt werden. Du hast viel, was Wissenschaftler Leute erfahren haben, wo nicht von in der Bibel geschrieben steht, was auch Wahrheit ist. Und dort ist gut auch in diese Wissenschaften oder Sciences zu studieren. Aber wir dürfen die nicht herholen aus der Bibel. Ich las von einem berühmten Wissenschaftler, der die Naturkenntnis studieren deed. Und er sagt, dass er sich sehr freuen deed, dass die Bibel nicht bloß ein Wissenschaftlerbuch wird. Weil die werden alle gewisse Jahre geändert, weil die Stimme nicht mehr mit Wort uitgefangen wird. 1. Mose ist ungefähr al 4000 Jahre terug geschrieben worden. Und dort ist von der und nach krachse wahrhaftig als dann. In der nächste Punkt, verschiedene Schreiber über viele Jahre und doch mal eine taubführende Geschichte. Die Bibel ist ein Buch von 66 Büchern, was von ungefähr 40 Schreiber über eine Zeit von 1500 Jahren geschrieben ist. Und das ist ein großes Wunder, was nicht ohne den Heiligen Geist hat passieren könnte. Das Alte Testament wies nur den kommenden Messias, der Evangeliums beschrieben sein Kommen, und der Brief leihen seine Lehre aus.
in Openbaring beschrift zijn ware kommen. Ohne das Alte Testament ist das Neue Testament nicht recht zu verstehen. Und ohne das Neue Testament ist das Alte nicht fertig. Die Bibel ist ein Buch, was Gott seine große Liebe, die er für uns hat, beschrieben und bewiesen hat. Und du hast noch viel mehr, was ich abbringen kann, woran die Bibel nicht bloß ein Buch von Tint und Papier ist, aber ein lebendiges Buch, was kragt uns weit, besser als wir selbst. Geschichtenforscher finden immer mehr Beweis, dass die Bibel stimmen wird, wenn sie nur alle Städte nur gruben daunen. Aber du hast kein größerer Beweis, dass die Bibel ein besonderes Buch ist, als dort, wenn eine Person zum Glauben kämpfen, den Unterschied, was dort in den sein Leben merkt, wenn der ab der Bibel ihre Lehre sein Glauben saten wird, in den Gott von der Bibel läuft und wahre geboren ist. Mein Wunsch ist, dass die das macht, einen Hunger und einen Durst geben, nur Gott sein Wort in seine Gemeinschaft. Sein Wort ist als ein Baum, wo kein Grund hat, mit scheinet lebendig Wutter. Weil wir uns Lebenszeit davon schaffen, wann auch mal mit ein Schapje auf einmal. Dankeschön für Anschauen. Und wir sehen uns Luther. Ich bin Johnny Leuven und das ist ein Schap die Wutter.